In Ankara versammelte die türkische Amnesty International ihre Mitglieder, um gegen die Unterdrückung der Uiguren zu protestieren. Unter anderem riefen sie dazu auf, den Verbleib der inhaftierten Uiguren zu klären. In Istanbul organisiert die İYİ-Partei zudem eine Solidaritätsbekundung für Ostturkestan. Im Rahmen des Seidenstraßenprojekts Chinas und seiner imperialen Machtausdehnung platzierte die chinesische Regierung eigene Leute in Einrichtungen der kasachischen Regierung. Dem Nachrichtenportal Turkestan Press zufolge wurde Lu Xingqing Präsident, Jin Suan stellvertretender Präsident und Luen Qin der CEO des Zentrums für Bodenschatz- und Ölstudien in Mangistau. Erkan Öncan, ein Schreiberling der pro-chinesischen schwarzen Propaganda in der Türkei, attackierte über seinen Twitter-Account verbal ein kleines uigurisches Mädchen. Auf die Anschuldigungen Öncans reagierte sie mit dem Stolz, eine Uigurin zu sein. Weiter statierte sie, dass sie ihr Kopftuch freiwillig trage und deshalb keinesfalls eine Terroristin sei. Auf dem G20-Gipfel sagte der chinesische Präsident Xi Jinping dem Prinz Salman seine volle Unterstützung bei wirtschaftlichen und sozialen Reformen zu. Saudi News zufolge wollen Xi Jinping und Salman die Vision 2030 Saudi-Arabiens mit dem Projekt der Chinesen, dem Seidenstraßenprojekt, in Einklang bringen. Außerdem berieten sie über gegenseitige Investitionen und über Energielieferungen der Saudis an China. Tausende Demonstranten in Argentinien äußerten unmissverständlich ihre Ablehnung des G20-Gipfels. Zugleich protestierten sie ihren Unmut gegen den Präsidenten Macri und der schlechten Wirtschaftslage im Lande.